Salut zusammen, ich bin das mal im Internet und spiele ein Runde Curve Fever. Aber ich spiele nicht das Normale gegen andere Gegner, sondern ich spiele so quasi Einzelspielermodus. Ich spiele nur mit mehr. Und das einzige Interessante daran ist eigentlich zu probieren, so lange überleben, bis so eine Gümmel kommt, wo dann alle Striche wieder auslöscht von einem. Und ja, das ist eigentlich der ganze Witz an der Sache vom Alleinspielen. Und ja, das probieren wir jetzt mal zu schaffen. Wir tun jetzt hier immer die Verdoppler hier einsammeln, unten links jetzt nochmal eine. Und hoffen natürlich, dass hier denen... Dort ist das Gümmel. Aber jetzt nehmen wir das nicht, sondern wir probieren noch so lange wie möglich zu überleben. Und dann, ohne dass wir das benutzen müssen. Aber jetzt sieht es aus. Jetzt nehmen wir es halt. Und ja. Jetzt müssen wir schauen, wo ist das nächste Gümmeli. Wieder so lange überleben bis... nächstes kommt, dort haben wir schon das nächste. Okay, wunderbar. Das heisst, wir können jetzt einfach alle Items einsammeln. Also ein bisschen umhängen. Fail. Und ja. Weiter nichts machen. Dann habe ich heute noch eine neue Taktik ausprobiert, zum Französisch-Wörtchen lernen. Und ja, die ist noch interessant. Die ist halt so, der Plan ist, dass man die Wörter nicht so richtig lernt, sondern dass man einfach tut, zu jedem Wort, für jedes Wort nimmt man sich eine Minute. Das klingt jetzt nach extrem viel, ist auch ziemlich viel. Aber ja, eben, man nimmt sich für jedes Wort eine Minute. Und dann, nachher tut man dann... Oh, Schildkrötchen. Ja, nachher tut man dann, wenn man für jedes Wort eine Minute... Also man nimmt sich eine Minute für jedes Wort, dann nimmt man das Wort, okay. Zum Beispiel das Wort... Être allongé, das erste Wort. Das heißt, auf dem Bauch oder Rücken liegen. Oder? Und dann überlegt man sich, okay, auf dem Bauch oder Rücken liegen. Jawohl. Was tönt wie allongé? Und also entweder man überlegt sich so eine Eselsbrücke, falls einem eine einfällt. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn das klappt. Und wenn einem nichts einfällt, dann tut man einfach das Wort halt eine Minute vor sich sagen, so, okay, être allongé, être allongé heisst... Was heisst schon wieder? Être allongé, okay, auf dem Bauch oder Rücken liegen, être allongé, der Rücken liegen, Bauch liegen, être allongé, okay, jawohl, être allongé heisst auf dem Bauch und Rücken liegen. Okay, gut, être allongé heisst auf dem Bauch und Rücken liegen. Und das sagen wir sich einfach eine Minute vor. Und dann also man sagt sich eigentlich einfach so lange vor, kann auch über eine Minute gehen, bis man das Gefühl hat, das Wort ist nicht mehr schwer. Also bis man das Wort so gut, also so einfach so, wenn man Aussprache so das Gefühl bekommt, man bekommt mit der Zeit so das Gefühl so, ah ja, das ist gar kein schwieriges Wort, was ist denn nur da schwierig? Être allongé heisst auf dem Bauch und Rücken liegen, ja, ist ja klar. Und ja, das ist einfach nicht mehr besonders, das ist einfach so, ja okay, so schwätzt sich, ja, super. Eben. Und das ist mega cool, so zu lernen. Es ist jetzt nicht so, dass man so am meisten lernt, aber es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Wenn man überlegt sich dann die ganze Zeit Eselsbrücke, so, ah ja, être allongé, heißt das, okay, étirer ist glaube ich, sich strecken, heißt ausgleichen und so Sachen merkt man dann einfach und es ist mega gemütlich. Und ja, neben da kann man Musik hören. Schau mal, wie langsam wir sind, herrlich. Ja, und das ist echt gut gegangen zum Lernen. Und nachher es ist auch nicht so, dass man jetzt wegen dem schlecht lernt. Man kann die Wörter auch nachher recht gut. Ich sage jetzt nicht, dass es besser ist, als wenn man sie einfach normal lernt, mit Durchlesen oder Karteikarten oder was auch immer, aber für mich hat es gut funktioniert. Und ja, auf die Idee von diesem Zeug bin ich gekommen durch ein YouTube-Video. Ich weiß jetzt nicht, was man eingeben muss, um das zu finden, aber irgendwie das muss man halt auch eingeben. Muss man glaube ich eingeben, how to learn vocabulary. Oder irgend so etwas und dann kommt es. Ja. Und dann kommt das, dann kann man das mal schauen, das ist echt noch lustig.
Es ist von so einem, das eine ist von so einem Araber, der was erzählt, und das andere ist irgendeine Frau mit so jungen Kindern. Das ist ein bisschen ein komisches Video, aber ja. Eben, und dann nachher gibt es noch ein bisschen Englischbücher lesen und dann ist das Tag fertig. Dann haben wir hier erfolgreich abgeschlossen. Ich habe vorher noch ein einstündiges Video geschaut, einen Vortrag über Sex, und das war echt interessant gewesen. Habe ich mir noch Notizen dazu gemacht. Ich habe 5 Seiten Notizen gemacht dazu. Ja, ich habe noch so viele Notizen gemacht. Aber das ist echt interessant. Ja. Bau. Ah ja, und dann hole ich mir noch ein Mikrofon. Ich hole mir zuerst mal den Snowball da für 60 Franken von Apple. Also auf der Apple-Seite kann man einfach bestellen, oder? Und dann mache ich das. Und verschwindet Items nach einem Zeitchen? Nein, ich bin gestorben. Weil ich bin mir sicher, dass hier mal ein Ausradierding war. Ganz sicher. Komisch. Ja. Aber ja, also der Spaß an dem Einzelplayer-Modus ist eigentlich einfach, es ist gemütlich. Und ja, man tut einfach rumfahren und überleben und irgendwie macht es noch Freude. Es ist natürlich auch lustig gegen andere, aber so ist es eigentlich auch noch gemütlich. Und ich eigentlich noch eine eigene Musik dazu abspielen, ja. Aber es läuft ja schon Musik im Hintergrund. Dann ich denkt, ja, dann noch nicht. Ja, dann noch nicht. Denkt. Hoppala. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Zeit schinden hier. Ich bin jetzt gerade sau ungeschickt gefahren. Genau. Und immer die Dinge einsammeln. Die was vermehren. Die machen, dass noch mehr von diesen Pop-Up-Teilen kommen. Die hier. Check. Da können wir gerade noch mehr. Und dann, okay, nichts Brauchbares. Unsere Schildkröte ist nichts Schlechtes. Ich hätte es gerne, aber ein Gummi! Nein! Schade. Ja. Kann man nicht machen. Und das Lustige ist, man kann einfach nicht gewinnen oder verlieren, weil wenn man verliert, also wenn man in die Wand fährt oder stirbt, dann kriegt man einfach keinen Punktabzug. Ja, das ist auch das Lustige. Also man kann so unendlich weiterspielen, sagt man so. Allein. Ich glaube, das ist eigentlich ein Fehler von denen. Ich glaube nicht, dass sie das wollen, dass man das kann, aber... Also mir ist ja egal. Mir ist das... Oh. Ja, da holen wir uns natürlich. Zack. Jetzt überall so blöde Blitz. Niemand will euch. Geht sterben. Weil im Multiplayer-Modus sind sie ja noch brauchbar. Dann kann man damit Gegner überholen und vorne vor ihnen so eine Kurve machen. Und dass sie dann sterben. Aber so sind wir so. Höchste Umbrauch. Gehen wir Schildkrötchen sammeln. Okay. Immer noch nichts Brauchbares gespawnt. Immer noch nicht. Jetzt sind wir hier auf der A-Steuerung. Noch mehr. Schildkrötchen. Jetzt holen wir uns noch den Vermehrer hier in der Mitte. Hier innen. Warten aber schnell den Kürfli. Jawohl. Nein. Nein! Scheiße. Eben, es ist aber gar nicht so einfach. Wenn man es mal so weit schafft, dass man einen übrig hat und dann einfach die ganze rumfahren kann, dann das ist recht gemütlich. Aber bis dahin ist es also nicht so einfach. Wir gehen jetzt mal zuerst an den Rand, fahren da einfach ein bisschen entlang. Schauen mal, was so ein bisschen spawnt. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, so einen gekriegt für durch die Wand. Anscheinend nicht. Ja, anscheinend nicht. Okay, gut. Ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das aufladen tue, weil ja, ohne das Mikrofon schießt es mir eigentlich ein bisschen an, wenn man dann einfach meine Stimme nicht hört. Obwohl ich das Sacklaut dreht. Oh, hoppla. Nein! Hey, ich habe ganz sicher nach rechts gedrückt. Ja, scheißegal. Dann schauen wir noch mal, wie das Video wird, von der Tonqualität. Ich habe eigentlich, die Lautstärke ist eigentlich... Nein, die Lautstärke ist am tiefsten. Spiel gut.
Das heißt, das sollte nicht das Problem sein. Ja, dann schauen wir mal. Oh, und dann habe ich heute ein bisschen Klarinette gespielt. Ja, das ist auch herrlich mit meiner neuen Klarinette. Fetzt. Das fetzt ordentlich. Jetzt hier schön rechts. Oh, ein Gummi in der Mitte. Jawohl. Okay, dann weiss ich jetzt, was ich mache. Dann halten wir den dort und fahren einfach so im Kreis weiter, wie es die Profis machen. Aber immer in einem recht sicheren Abstand, dass da nichts passiert. Aber doch nicht so weit weg, dass wir uns schauen müssen. Ah, da ist jemand gerade draußen von meinem Häuschen. Ich bekomme langsam Hunger. Es ist auch schon 8 Uhr. 8 Uhr am Donnerstag. Eben immer noch keine neuen Dings gespawnt. Ausradieren. Wenn der dort jetzt despawnen würde, das wäre natürlich sau sexy. Hey, aber sieht hübsch aus, unsere Spirale, die wir hier machen. Nee, I don't think so. Ich glaube, ich nehme ihn nicht mit. Anscheinend an dem schaffen wir es vorbei. Tja. Also jetzt haben wir 2 Gummis. Aber einer ist weggegangen. Jawohl, die gehen weg. Die gehen eiskalt weg. Das heisst, wenn jetzt der eine von diesen 2 in der Mitte weggeht, dann nehmen wir den einen. Aber ja, das kann ich eine Zeit dauern. Nein, kannst du dich mal verpissen da. Schön am Kreisen. Hoppala. Da hast du schnell geschaut. Hey, ein hübsches Kreisel ist das. Hübsch. So, Slow Motion. Zack. Immer noch beide in der Mitte. Okay. Tja. Nein. So, Problem jetzt gelöst. So, bam. Mehr Items. Jetzt verschwinden sie auch. Mehr Items. Also wir haben jetzt 4 Gummis auf dem Feld. So wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall nicht unser Problem. Fahren wir jetzt hier oben einfach ein bisschen umkreisen den bösen Bad Boy da. Und ja, fahren weiter. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier stirb, dann höre ich dann wieder auf. Oi, ist das knapp, oder? Oi. Gehen wir jetzt da runter. Tschüss. Nein. Gut. Ich denke, es langt nicht mehr. Dann nehmen wir nochmal so einen Fliegenden da. Ui, bitte im Kreis drehen. Jetzt da runter. Gefährlicher Strich, würde ich sagen. Zack. Budebo. Zack. Jetzt gehen wir rauf. Hier zwischendurch, easy. Passt. Jetzt kann man durch die Wand gehen, glaube ich. Was wir da immer eingesammelt haben. Hoppala, Wumms. Da haben wir gerade. Nein! Ah, verdammt. Kopfglemmi. Ja, jetzt verrecke ich. Wie will ich hier öffnen gehen? Dann nehmen wir einfach mal alle. Nehmen wir alle Dings da unten. Alle Blitze da unten. Und dann geht es ab. 4 Blitze. Und schauen, wie es rauskommt. Ja, gut, schön, Spermien gezeichnet, ja, natürlich professionell. Okay, gut. Also, dann war es das gesehen. Dann ist jetzt Start und gehe noch per Moskau von Space Ländern. Und ja,
Probieren es auch mal aus. Ob ihr es schaffen zu überleben. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, vielleicht ist es das. Mein Bruder hat es nicht geschafft. So. Nein! Ich spiele jetzt so mit der Faust. So, rechts, links, rechts. Nehmen wir das Verschnalligungsteil. So, da oben auch noch. Und dann war es mir wieder. Tschüss!